das Zimmer abgegeben. Und ja, heute haben wir ein bisschen Abenteuer vor uns, weil wir fahren das erste Mal mit den öffentlichen Transportmitteln, das heisst mit dem Bus. Wir sind gerade eben 3 Tage hier in Veligama gewesen. Jeden Tag ein bisschen surfen und haben viele Videos geschnitten. Aber ja, jetzt ist eben langsam Zeit gekommen, dass wir weitergehen. Unser Ziel ist Ella. Zuerst müssen wir auf Matara, das geht ca. 40 Minuten und von dort aus wissen wir noch nicht genau wie lange. Ich schätze etwa 4 bis 5 Stunden. Ja, vielleicht auch 6, je nachdem. Mal schauen. Aber wir gehen jetzt mal auf Matara und schauen, wie wir dann dort mit dem Bus weiterkommen. Im Bus Richtung Matara. Ja, bis jetzt ist alles gut gegangen. Jetzt mal schauen, ich hoffe, in Matara geht es genauso weiter. Oh. Also, hätten wir es mal auf Matara geschafft. Ja. Ja, super. Schon recht voll. Also hat noch Platz. So, wir kommen langsam ins Bergland. Jetzt wird es ein bisschen hügeliger, ein bisschen mehr Kurven. Und ja, jetzt ist es glaube ich noch etwa geschätzt eine Stunde. Dann sind wir in Ella, das endlich überstanden. Schon eine recht anstrengende Ausfahrt jetzt gewesen, weil es einfach wirklich bombenvoll ist. Aber ja, es geht gut. Und hier ist ein gutes Plätzchen. Aber ja, wir sind froh, wenn wir bald halt in Ella ankommen. Das ist auch, wo wir bis jetzt längst getrunken haben. Ich kann nicht aufs WC gehen, weil die Ausfahrt hat 5 Stunden. Ja. Und es hat einen kurzen Stopp gegeben von 5 Minuten, den wir aber nicht ganz realisiert haben, weil wir es halt nicht verstanden haben. Genau. Und darum trinken wir einfach nicht und essen nicht, wenn wir aufs WC müssen. Die einzige Hürde, die jetzt noch auf uns wartet, ist dann beim Aussteigen, weil es ist nicht Endhaltestelle, das heisst, es müssen hier wahrscheinlich nicht alle raus. Und wir haben hier irgendwie unsere Rucksäcke, alles hier unten bei unseren Füßen. Das müssen wir alles irgendwie an diesen ganzen Leuten beibringen. Mal schauen, wie das geht. Gott. Das haben wir glaube ich noch nie erlebt. He? Nein. Krass. Aber wir haben es geschafft. Ja. Wir sind in Ella. Oh. Sieht cool aus. Ja. Das würde ich vorschlagen, wir suchen mal ein WC. Ja, und etwas zu essen. Etwas zu essen, etwas zu trinken und dann schauen wir mal, wie es zu unserer Unterkunft geht. Wir sind im Apfelparadies gelandet. Und dann jetzt ganz viele von 5 Baum. So gut. Hey, aber wir wissen das Beste noch nicht.
Wir haben ein Zimmer gebucht über Agoda für 9 Franken in der Nacht. Hier in Ella. Wir haben gemeint, es sei hier in Ella. Jetzt haben wir herausgefunden, dass das irgendwie noch 24 Kilometer außerhalb ist. In einer anderen Stadt oder in einem anderen Ort. Das hat geheißen, wir haben in Ella gesucht Ja. und es hat da gezeigt. Ja, aber so ist es halt hier auch. Die Angaben sind aber nicht ganz so genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt die heutige Nacht nicht storniert, aber die anderen sind storniert. Ja, und jetzt schauen wir, da haben wir etwas gesehen auf Airbnb für 20 Franken in der Nacht. Das sollte auch ganz schön sein. Jetzt sind wir da noch kurz ein bisschen hinterher laufen. Und dann haben wir dann hoffentlich ein Zimmer für heute Nacht. How far is it? But you have other road too, not on. This is shortcut. Okay, das ist die Zimmersuche gestaltet sich immer mehr selber zu einem Abenteuer. Jetzt. Hoffen wir mal, dass sich das lohnt. Das ist halt, wenn man Budget unterwegs ist und nur die günstigen Zimmer sucht. Ja. Was sagst du dazu? Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja. So etwas habe ich also auch noch nie erlebt, dass man sich seine Unterkunft tatsächlich im Dschungel muss zusammensuchen. Ui. Okay. Hallo? Das ist schon da. Hallo? Ja, oder mit denen da. Schau, schon da. Ah, wir haben es gefunden. Hallo, Mama. Hallo. Hello. Yeah, this one. What's his name? Wat is dat noemen? Chaleke. Jalika. How old? Chaleke. How old? Four? Ja. Four? One. 1 years. Ja, das ist reiten. Das ist eins Kind. Oh Gott, okay, das war mir jetzt etwas gewesen, hey. Also so etwas habe ich glaube auch noch nie erlebt. Und du? Nein, echt nicht. Wir haben hier oben an der Straße haben wir, ein Gasthaus gesucht und hatten sehr viel gehabt. Und alle haben uns angesprochen und uns reinholen und haben aber auch immer recht teure Preise gehabt. Und haben wir auf Booking dann irgendwie doch noch eins gefunden. Ja. Und es hat mega gut ausgesehen von außen, aber niemand hat gewusst, was es ist. Und dann hat es doch... Oh, hey, und ich sage, da hinten ist schon wieder ein Affe. Nein. Das ist, wir sind wirklich an einem unglaublich schönen Ort, wenn ihr euch das mal reinzieht, da die Aussicht. Und auch schön ruhig. Also da unten ist zwar die Straße, aber wenn man es ein bisschen mit diesen vergleicht, die wir jetzt gesehen haben, das ist unglaublich. Wenn ihr euch mal das Haus anschaut, von außen, es sind 2 Zimmer. Rechts wohnt die Familie und links wohnen wir. Und das Zimmer ist wirklich mega schön. Also, da haben wir einen eigenen Tisch, können wir sicher auch drauf ein bisschen Videos schneiden und so, das geht sicher auch gut. Und dann das wäre das Zimmer. Voll schön, also super, ein bisschen spezielle Bettdecken, aber sieht bequem aus, eine richtige Matratze. Es schmeckt vor allem Schau mal. und frisch. Ich habe noch nie so eine gute Matratze gehabt, seit wir da sind. Matratze. Ja. Und ist es Rost? Nein, aber Rost nicht, aber das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Da kann man anschauen, es sind immer nur so Bretter. Da, wenn wir da aufmachen, am Morgen haben wir gerade Aussicht da raus. Ja. Das ist echt ein Traum. Ja. Nein, also sind sehr positiv Mit überrascht. Wi-Fi und mit zum Morgen Genau. inbegriffen. 27 Franken in der Nacht. Wir haben es gerade für 3 Nächte gebucht, weil es uns so gut gefällt. Und wer weiß, vielleicht bleiben wir da sogar noch länger. Also, in dem Fall, wir sind recht geschafft von dieser ganzen Anreise hier. Und darum machen wir hier Feierabend für heute. Wir werden sicher noch ein bisschen raushöckeln, bis es dunkel wird. Noch die frische Luft geniessen hier in den Bergen. Und dann wahrscheinlich bald einmal schlafen, dass wir dann morgen, in den nächsten Tagen gut mögen wandern. Freuen uns schon mega. Ja, voll. Also in dem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.